Die Grottebacher, s Gasthaus zum Löwe und s Kurhaus zum Goldene Löwe von Hans Glückstein. Wie waren doch in Grottebach vor net so lange Zeite die Gasthäf sauwelle und nett, gemütlich und so bscheide. Dort drin war's friedlich und bequem, man hat sich gefühlt als wie daheim. Im Eck ein großer runder Tisch, von Plüsch a lauschig Bängel und Vorhäng an der Fenstersche wie an einem Bobbeschränkel. Im Halter waren schä und glatt die Fliegende und s Wochenblatt. Im Kachelofen habe als gebrutzelt die Geäppel, der Wirt war immer selber da mit seinem seidene Quaschtekäppel. Die Wirtin hat als selbst gekocht und s Tischstelle hat's reingebracht. Und war man in seinem Logement, da waren fettere Bette, so breit und tief, dass heutzutage ein Dutzend Platz drin hätte. Man war versteckelt drin wie ein Grott. Da hat man geschlafen wie ein Gott. Vorm Haus da war ein Linnebaum, da hen Vögel gesungen. Früh morgens hat aus weiter Fern ein Posthahn laut geklungen. Und hat man gesagt seinem Wirt Ade, dann war ihm's Herz voll Abschiedsweh. Wo d Ewe hi und anne guckst, da is halt alles anderst. Und wann du jetzt noch Grottebach zum Übernachten wannerst, am Gasthof steht an alter Stell in Goldbuchstabe jetzt Hotel. Der Portier reißt da uff die der im goldbadierte Senkel. Kaum bist du drin, so reißt er schon an so'm Glockenschlängel. Im Nu sind dann die Gespenster da vom Ober bis zum Piccolo. Die Gaststube heißt man jetzt Salon. Es ist drin zentrale Leitung. Im Eck da liegen in Schrank aus jedem Nest a Zeitung. Ein Fliegel hat's, a Grammophon und nebendran a Telefon. Die Tische, die sind alle weiß gedeckt. Es stehen Blumen auf jedem. Der Boden, der ist aus Parkett, man traut kaum aufzutreten. Kaum hockt man an dem Tisch parat, da kriegt man Wein und Speisekart. Draus in der Kisch, da stumpen sich als rum ein Haufen Menschen. Rum is es, wo die Wirtin selber gedreht hat's Eierpänsche. Die hockt jetzt in a geschlossener Deer, spielt mit ihrem Tischteller Klavier. Und kummst per Lift zum Schlafsalon, dusch's staunend gleich betrachten. In so'm scheppen Eisengestell, da soll man übernachten. Die Einrichtung, die is pompös, doch's Bett is wie a Kinderschäs. So tut jetzt in de Gasthäf all der Hochmutsteufel hocke. Der Wirt läuft bloß von fern vorbei und wackelt mit der Locke. Statt Linneduft und Maiergrün, da stinkt's jetzt draußen noch Benzin. Und statt ma große Abschiedsweh, hast jetzt ein leeres Portemonnaie.